Hallo zusammen, hier ist der Chris oder der Cletus. Crown Cletus. Wir schauen hier Crown Blizzard zu, der auf der Xbox unterwegs ist. Die fragen euch jetzt vielleicht, wieso das? Weil der spielt ja normalerweise auf der PS3. Für denen, wo es aufgefallen ist, gratulieren. Ihr seid da sehr aufmerksam gewesen. Und für alle anderen ist es natürlich so, die Erklärung kommt jetzt gerade. Und zwar hat sich der Blizzard auch eine Xbox 360 gekauft, was ich persönlich noch cool finde. Und was ich noch viel cooler finde, ist, wie der Keib ist durchdreht. Der hat jetzt gerade irgendwie 1 oder 2 Tage mal ein bisschen gezockt. Und nicht Gesamtspielzeit, sondern einfach, ja, keine Ahnung, Freitag ein bisschen, am Samstag ein bisschen. Und ja, es war manches Game, wo ich auch dabei war. Und ich muss sagen, wirklich Hut ab, Blizzard. Du siehst, bist ein sackstarker Gamer. Und nicht nur auf der PS3, sondern eben auch auf der Xbox. Hast gerade richtig Gas gegeben. Gerade für die von PS3 auf die Xbox umsteigen, das erste Mal mit der Xbox zocken, ist es häufig noch schwierig, so ein bisschen mit den Kontrollen klar zu kommen. Auch für die von der Xbox zur PS3 wechseln, aber gewissen gelingt das besser und anderen weniger gut. Und Blizzard hat hier also gar keine Probleme gehabt, auf der Xbox auch durchzudrehen. Der Delarock und der Hectic sind hier auch bei uns dabei. Zusammen mit 2 Randoms sind wir hier ziemlich der Gegner am Crushen. Die armen Sicher haben keine Chance und am Schluss wird ihnen nichts anderes übrig bleiben, als ein bisschen rumzucampen, wie es so häufig ist, wenn man halt einfach ja, ein starkes Team ist. Und was auch sehr stark ist, und das müsst ihr euch jetzt reinziehen, das ist nicht der einzige Reaper, den der Blizzard wird aufheben. Und seine Skills in Bezug auf die Raketensteuerung und dann auch hinter Bäumen zum Teil kommen, hinter Gebäuden kommen, sind wirklich noch beeindruckend. Also ich muss sagen, du siehst eine sehr hohe Trefferquote. Und man sieht dann eben auch gut, dass du absolut bewusst bist, wo sich der Schuss oder die Rakete befindet und wie du etwa noch ein bisschen lenken und so. Und von dem her wirklich ganz eine gute Leistung. Der Reaper kann zum Teil auch auf Mission, wo es dort sehr viele Bäume hat, ein bisschen problematisch sein. Aber eben, wenn man weiss, wie das Teil handhaben, dann kann man dort ziemlich gut durchdrehen. Ihr seht, ist mit der Scar L unterwegs, aber dadurch, dass die Munition früher oder später auch immer ausgeht, wird auch ab und zu die Waffe gewechselt. Und ich finde das noch etwas Frisches. Da sieht man auch, dass eine Person nicht unbedingt jetzt nur auf eine Waffe eingeschossen ist, sondern eben gerade mit allen eigentlich ziemlich gut klarkommt. Jetzt, was ich noch sehr interessant habe gefunden, ist auch, ich meine, ich habe jetzt zwischendurch auch ein bisschen auf der PS3 gespielt und bin auch einigermaßen in der Lage, so ein bisschen Vergleiche zu nennen, wie man das Erlebnis wahrnimmt, so ein Erlebnis PS3 und Xbox. Und habe das eben noch interessant gefunden, dass der Blizzard das insofern bestätigt hat, weil die Verbindungsqualität ist auf der Xbox ein Mühe besser. He? Und ihr wisst, kein Interesse habe ich am Konsolenkrieg und besser und schlechter, das ist mir alles scheißegal. Soll jeder so spielen und auf dieser Plattform zocken, wenn er will und Zeug und Sachen. Fanboys braucht es auch. Aber die sind meistens nicht so gut am Argumentieren. Eben, auf der Xbox ist die Verbindungsqualität ein Mühe besser. Kann man ja auch hoffen, wenn man schon 100 Steine im Jahr zahlt für Xbox Live. Und dadurch, Blizzard hat noch ein gutes Beispiel gemacht, ist zum Beispiel Type 95 eigentlich noch viel tödlicher. Weil auf der Xbox ist die Chance, dass einer mit einer Salve eigentlich kalt machen kann, höher, als das auf der PlayStation 3 scheint zu sein, weil wenn die Verbindungsqualität nicht ganz so gut ist, sind vor allem die Einzelschuss oder auch die nur Salven schießen, sind diese Waffen einigermaßen im Nachteil, weil das Spiel dann nicht sauber einen Treffer registrieren und darum ist eine bessere Verbindungsqualität auch immer besser für Waffen, die nicht vollautomatisch sind. Ich hoffe, das hat jetzt einigermaßen Sinn gemacht und euch gerade so kurz dargestellt, dass es eben ein bisschen schon anders laufen kann, aber es muss nicht heißen, dass es zwangsläufig wegen dem besser läuft. Weil ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass der Blizzard auf der Xbox oder so irgendwie besser ist als auf der PS3. Vielleicht kannst du mich hier noch korrigieren, aber die Sache ist halt einfach die, er ist sackstark. Blizzard ist wirklich sackstark. Ich habe jetzt ein paar Mal auf der PS3 erlebt und jetzt eben auch hier als Frischling auf der Xbox. Sauber. Genug jetzt von den lobenden Worten. Das soll ja nicht unbedingt eine Lobpreisung werden von dir, sondern ist mehr einfach auch mal kurz der Status von Crown
Und zwar ist es so, dass durch den Memberstop hat sich jetzt ziemlich beruhigt, sage ich jetzt mal, mit kann ich mitmachen und wie sieht es aus und was muss ich machen zum Mitmachen und da kann ich auch mitmachen und du hast mir zwar gesagt, ich darf nicht mitmachen, aber kann ich auch gleich und trari trara, sieht jetzt wirklich besser aus und die Leute haben sich jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt. Und ja, jetzt entstehen halt eben auch so Sachen, dass mal der eine von einer Plattform bei der anderen vielleicht mal vorbeischaut. Und das muss ich sagen, finde ich eigentlich auch eine ganz coole Aktion. Und dann kann man auch mal so ein bisschen vergleichen, was ist auf der einen Plattform vielleicht ein Vorteil, was ist auf der anderen. Und genau das ist ja eigentlich auch die Idee der Crown-Plattform, dass man hier auch ein bisschen unterschiedliche Systeme ausprobieren kann. Und man muss das nicht in dem Sinne ausprobieren, dass man ganz allein, arme Sau, einfach mal irgendwie auf einer Konsole online geht, wo man keine Ahnung hat, sondern man kann sei es jetzt auf dem PC, auf der Xbox, auf der PS3 und sogar auf dem Wii, kann man dann eigentlich mit Kollegen, die das schon ein bisschen besser auskennen, sich austauschen, ein bisschen zusammen zocken und dann fällt es doch auch immer viel einfacher. Weil stell dir mal vor, du zockst das Call of, kennst es zwar schon gut, aber spielst es auf einer neuen Konsole, wo eigentlich noch keinen Plan hast. Und dann kann das gegebenenfalls schon ein bisschen frustrierend sein. Aber wenn man natürlich mit den Jungs kann mitziehen, ein bisschen Tipps und Tricks austauschen und sich so unterstützen, dann können das sehr erfolgreiche Erlebnisse sein. Und die Idee ist jetzt auch nicht, dass sich jeder irgendeine Xbox reinziehen soll, weil wie gesagt, ich finde die Unterschiede, die Vielfältigkeit finde ich ganz toll mit den verschiedenen Plattformen. Und dann macht das auch Sinn, dass wir überall ein bisschen Leute haben. Aber eben zwischendurch mal etwas Neues ausprobieren, wenn das finanziell da auch drinnen liegt. Das ist ja häufig auch das Hauptthema. Aber dann passt das gut. Und was einfach auch gut passt, ist jetzt hier schon der dritte Reaper in der Luft. Es ist sicher nicht das erste Mal, wo ihr 3 Reaper aneinander seht in einem Crown-Video. Aber gleich, also der Blizzard hat hier abgeräumt vom Strübsten. Ist so ein bisschen in die Richtung von Moab gegangen, aber für das haben der Gegner nicht zu fest fertig gemacht. Hat nicht ganz gelangt. Jetzt hier, der Hüpfer lenkt auch nicht ganz. Mit dem musste ich zwischendurch auch ein bisschen kämpfen, aber es ist ein guter Spot, wenn ihr den noch nicht kennt, weil wenn man beim A-Domination unten eingekesselt wird, kann man auf das Festchen dort hinten stehen und dann ziemlich schön oben durch eigentlich Gegner abkassieren, wenn es durch einen einfach mal rauslaufen. Ja, schöner Moment. Ein bisschen abkassiert. Die ACR sieht einfach sehr schräg aus, wenn sie Jungen oder Granatenwerfer drauf hat oder Pumpe. Es ist fast so, als hätte sie vorher auch noch einen Griff, was ja eigentlich auch sogar ein bisschen stimmt, aber jetzt nicht unbedingt Zielgenauigkeit oder so verbessert. Hier ein bisschen unglücklich gelaufen mit dem Ballern. Leider noch einmal abkassiert worden, so kurz vor dem Ende. Aber trotzdem, also das Score war äußerst beeindruckend gewesen. Es war auch super gewesen, wenn wir im Team den Gegner runterputzen konnten. Der Hektik noch schnell letzten Kill gemacht, hier aus dem Predator ausgestiegen und den noch runtergefiedelt. Schönes Payback, Dollar Bills. Und ja, hey, auf jeden Fall schön können abkassieren hier, der Blizzard weit vorne. Schön gewesen, macht's gut und schöne Ostern noch. Viel Spass beim Eiersuchen. Hoffe, ihr habt sie gefunden mittlerweile. Ciao zusammen.